Ja, lieber Wolfgang Dieder, liebe Mitglieder des Heimatvereins Schafhausen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Landwehrfahne ein Kulturgut? Das ist die Überschrift, Fragezeichen, unter der ich einen Kurzbeitrag leisten soll. Jetzt bin ich ja kein Historiker. Dann habe ich natürlich erstmal gegoogelt, was heißt denn überhaupt Kulturgut? Also Kulturgut ist erstmal ein ganz wertneutraler Begriff, sagt im Prinzip ein Gegenstand von geschichtlicher, kultureller Bedeutung. In diesem Zusammenhang könnte man die Landwehrfahne unbesehen und ohne Wertung natürlich als Kulturgut einordnen. Damit wäre ich dann jetzt zu Ende mit meiner Rede. Das kann es aber nicht sein. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, und ich bin ja immer für ein offenes Wort gut, ich habe in den letzten Tagen schon ein bisschen Unbehagen verspürt und habe mir gedacht, das wird nicht so eine ganz einfache Rede, die du heute hier hältst. Denn die Geistlichkeit hat es ja auch schon deutlich gemacht, das hängt nicht nur mit den Farben zusammen, die da drin stehen, sondern in der Neufassung des von Hans-Josef Heuter herausgebrachten Buches über die späte Rückkehr der Landwehrfahne ist ja auch die Satzung des Vereins, jedenfalls auszugsweise abgedruckt. Und da heißt es unter § 1, Zweck des Vereins, der Landwehrverein der Gemeinde Schafhausen bezweckt, a, die Liebe und Treue für Kaiser und Reich, Landesfürst und Vaterland bei seinen Mitgliedern zu pflegen, zu betätigen und zu stärken, sowie die Anhänglichkeit an die Kriegs- und Soldatenzeit im Sinne kameradschaftlicher Treue und nationaler Gesinnung aufrechtzuerhalten. Dann kommen natürlich die sozialen Dinge, die auch gerade schon angesprochen worden sind. Und der ich seit vielen, vielen Jahren Mitglied einer Bruderschaft bin, die das Motto Glaube, Sitte, Heimat hat und darauf auch stolz bin, habe ich natürlich gefragt, naja, was war das denn für eine Zeit? Also man soll immer vorsichtig sein, man sollte nie Menschen verurteilen. Wir hatten eine ganz andere Zeit. 1870, 71 war der Deutsch-Französische Krieg gewonnen. Ich habe noch ein Buch von meinen Großeltern aus der Zeit, man schwelgt in nationalen Gefühlen. Und natürlich war das Thema Nationalismus in dieser Zeit en vogue. Es war normal. Man hatte den Krieg gewonnen und wir wissen auch, 1908 wurde diese Fahne übergeben. Ein paar Jahre später hat dieser Nationalismus ja mit dazu beigetragen, dass der Erste Weltkrieg vom Zaun gebrochen wurde, denn man lief ja regelrecht vaterlandstrunken in den Krieg hinein. Und wenn man mich heute fragen würde, wärst du damals Mitglied dieses Vereins mit dieser Satzung geworden oder hättest du dich hinter dieser Fahne versammelt, würde ich ehrlich sagen, aus der heutigen Zeit heraus gesehen, nein, ganz klar. Aber, jetzt kommt das Aber, weshalb ich trotzdem kein Problem damit habe, dass wir heute hier stehen, uns diese Fahne betrachten und doch auch durchaus, denke ich mal, berechtigterweise positive Gefühle dabei haben können, dass diese Fahne zurückgekommen ist und dass der Heimatverein das gute Werk getan hat und diese Fahne zurückgeholt hat. Es ist nämlich nicht gut, wenn diese Fahne in einer Kiste im Begershaus oder früheren Heimatmuseum verschwunden wäre. Denn, und ich habe mich relativ intensiv damit beschäftigt, ich habe mich gefragt, was hat denn wohl den Soldaten, denn es war ja offensichtlich ein Soldat, der aus dem Zweiten Weltkrieg diese Fahne als Beutestück mitgebracht hat, wohl bewogen, diese Fahne zurückzugeben. Das mag erstmal das Gefühl von jemandem gewesen sein, der sagt, oh, ich empfinde jetzt Reue, ich habe da irgendwas mitgehen lassen. Aber ich glaube, dass es mehr war. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eine Fahne haben. Und wenn man sich die Geschichte von Fahnen anguckt, dann waren Fahnen ja immer Beutestücke in allen Zeiten, die man, wenn man sie eroberte hatte, quasi stolz irgendwo ausstellte und quasi als Zeichen des Triumphes, des persönlichen Triumphes über den Feind irgendwo auch herausragend hinstellte. Und dieser Soldat hätte ja sagen können, okay, es tut mir jetzt leid, ich habe die mitgenommen, aber ich habe keinen Grund, die zurückzugeben nach so vielen Jahren. Sondern ich glaube eher, dass so viele Jahre nach dem Krieg bei ihm ein Gefühl hochgekommen ist, ein Gefühl, seinen Frieden mit sich und der Welt und dem Krieg und dem, was er erlebt hat, machen zu wollen. Und ich sehe es auch als ein Zeichen, dass er ganz persönlich, und das mag eine Interpretation von mir sein, das mag man anders sehen, aber ich glaube ganz fest daran, dass das der Grund war, warum er diese Fahne zurückgegeben hat. Er wollte auch mit dem ehemaligen Kriegsgegner irgendwo seinen Frieden machen. Denn in dem Alter, als er die Fahne zurückgegeben hat, muss er auch schon im vorgerückten Alter gewesen sein, wenn er im Kriegssoldat war. Und deswegen denke ich, kann diese Fahne, und so hat es ja auch Propst Bruns und Herr Pfarrer Walde ja dargestellt, durchaus in der heutigen Zeit, in den heutigen Zusammenhängen, ein uns alle mahnendes Symbol dafür sein, dass wir nach 70 Jahren Frieden
ohne Groll und ohne Ressentiments und ohne falsche Assoziationen. Und das ist ja das Gute in der heutigen Zeit. Wir assoziieren ja mit den Farben nichts mehr, wir assoziieren mit den Sprüchen nichts mehr, wir assoziieren mit der Satzung nichts mehr, sondern wir sind heute frei, nach 70 Jahren in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und können unbefangen und ohne dass diese Fahne bei uns irgendwelche falschen Gefühle weckt, hier heute stehen und uns diese Fahne angucken. Und sie soll uns, denke ich mal, an den Frieden erinnern, daran, dass Menschen auch lange nach dem Krieg Zeichen der Versöhnung in der Lage sind zu schenken. Denn ich glaube, wenn man aus so einem Krieg kommt, dann fühlt man sich wahrscheinlich erstmal als Sieger. Viele Jahre lang ist da vielleicht auch noch ein Gefühl, denen haben wir es gezeigt. Aber irgendwann muss bei diesen Menschen ein Prozess eingesetzt haben, den ich als das ansehe, was das Höchste ist, was wir Menschen untereinander können, nämlich uns verzeihen und Frieden machen. Und deswegen sollte man in einem positiven Zusammenhang heute diese Fahne, die für ganz andere Werte mal gestanden hat, als ein Zeichen des Friedens ansehen. Und da stimme ich mit der Geistigkeit überein. Dann kann ich mich vor diese Fahne stellen, kann heute hier stehen und zu Ihnen reden, ohne dass ich da irgendwelche komischen Gefühle bei habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.